Seid begrüßt. Ihr hört sich zu Proste Jiddisch Saison 5 und ich heiße Esther. Ich freue sich zu sein zurück in eure Euren. Ich hab gehört von ein paar neuen Gästen und ich meine, der Saison wird sein das Beste. Als ihr wollt sein ein Gast, schickt mir ein Ansag oder Blitzbrief, ich will hören von euch. Is teure Zuhörers, wie viel Jiddisch hat ihr gehört die Woche? Ich weiß, es ist oft schwer zu kappen ein Jiddisch Wort. Aber ich hab gehabt Asa Mazel. Ich bin gefahren auf Jiddisch Sofach Australien. Efter hat ihr schon gehört wegen Jiddisch Sofach? A wunderliche paar Tag, was kommt vor in Mai hinter Melbourne? In dem Episode wollen wir spielen ein Spiel, was heißt Was hab ich getan auf Jiddisch Sofach? Aber nicht nur das hab ich für euch. Ihr werdet euch hören von Tamara Micknerin. Tamara lernt Jiddisch in London und sie wird reden ein bisschen wegen der Geschichte von dem jiddischen Theater und wegen ein bisschen jiddischen Theater, was ist letztens vorgekommen in London. Seid ihr bereit? Gut, lass mich hören ein bisschen Jiddisch. Proste Jiddisch. Jiddisch Sofach Australien ist einer von meiner beliebsten Sofachen im Jahr. Für was? Ich kann verbringen mit ein paar von meinen Freunden und Bekannten von der jiddischen Welt, treffen sich mit neuen Freunden und als auf Jiddisch. Ich habe Sachen nur von verbringen mit die alle Zehnerlingen dorten und die Eltern dort euch. Der Sofach-Zeitplan ist angepackt mit so viel Aktivitäten von in der Früh bis spät in Abend. Lass mir treffen, was hab ich getan? In was Aktivitäten hab ich Anteil genommen? Nummer 1. Theaterspielen. Hab ich gespielt in komische und narrische Theaterspielen? Nummer 2. Rede wegen Max Chagall in Moskau. Hab ich gehört wegen dem Künstler Max Chagall und seine Arbeit für dem Moskauer jiddischen Theater? Nummer 3. Meditation und Tarok. Hab ich gemacht eine schöne Meditation auf Jiddisch und geredet wegen der Zukunft mit Tarok Kotlach? Nummer 4. Tanzen. Bin ich gesprungen und gekrochen und viele sich gelernt ein bisschen Ballett? Nummer 5. Schmus wegen dem Buch Jiddisch lebt. Hab ich geredet wegen wie man stützt Jiddisch in Kanada und da in Melbourne? Was meint ihr? Was hab ich getan? Was hab ich nicht getan? Ich hab getanzt, gespielt, gemacht Meditation, geschmust und gehört a Sach Jiddisch. Ja, wade hab ich gemacht die aller 5 Aktivitäten. Und noch, ich hab euch gespielt in Jiddisch Taskmaster, Aufseher, gesungen und sich gelernt a Sach. Unser Gast heuer ist gewesen Kolja Borodulen. Kolja stammt von Birobijan und ist sehr ein interessanter Redner mit a Sach guter Meises. Ist euch ein Jiddischlehrer
Und einmal hab ich sich gelernt mit ihm durch ein Internet. Es ist mir gewesen ein Vergnügen, sich zu treffen mit ihm, Ponim a Ponim. Der ganze Jiddisch Sofach ist mir gewesen am Machaia. Jiddisch Theater hat sehr eine reiche Geschichte. Ich bin nicht kein Maven in dem, aber ich kann ja sagen, als die Geschichte hat sich angehäuben mit Purim-Spielen jedes Jahr bis die 19. Jahrhundert. Demalt, dank der Haskole in Mizrach-Europa, hat man angehäuben schaffen und spielen nicht religiöse Pieces, was wir heutzutage wurden gerufen Theater. Man sagt, als Avram Goldfaden ist der Seide von Jiddisch Theater. Und seien da kollerlei andere Schreiber und Schreiberinnen euch. Lemoschel, Kadja Molodowski, Peretz, Sholem Aleichem, Sholem Asch, Thea Alzishevske, Aaron Zeitlin und so weiter. Man hat gehabt bekannte und wichtige Theatertruppes in Vilna, Warschau, Moskau, Paris, New York, Buenos Aires, London, Melbourne, arum der Ashkenazi-jüdischer Welt. Heutzutage hat man noch als Jiddisch Theater in Städten wie Melbourne, Paris, New York, Warschau, Montreal, Tel Aviv und jetzt in London, wo ich wohne. Heuer hat man gemacht eine ganze Saison von Jiddisch Theater, auf Jiddisch, übergesetzt auf Englisch. Man hat gespielt Skizzen und kurze Pieces von London, was seien geforscht und organisiert geworden von der Akademiker Vivi Lax. Man hat euch vorgelehnt 2 Pieces. Mirele Efres von Yankiv Gordin und Miriamol von Thea Arziszewske, beide auf Englisch. Die Übersetzung von Miriamol ist ganz neu, dank der Arbeit von Sonja Golans in UCL in London. Ich, wie eine Aktrice und Schreiberin in Theater, habe gespielt auf alle 3 Theaternächte von dem Saison. Zusammen mit dem Schreiber, Regisseur und Spieler David Schneideren haben wir viele gespielt, ein paar Szenen von Mirele Efres auf Jiddisch. In dem Jiddisch-Theater-Stil, was kennt durch die Bobeseiden, was haben gespielt in Jiddisch-Theater in Mizrach-London in anheb 20. Jahrhundert. Es ist gewesen eine Mechaie und eine Vergnügung zu spielen Theater auf Jiddisch. Und jetzt hat man eine ganze Gruppe Menschen, was schaffen eine neue Jiddisch-Theatertruppe in London. Uwa! Wir wollen haben eine Serie Theaterwerkstätten in London in Mai und Juni. Und du willst teilnehmen auf sie, los wissen und sei begrüßt. Dank Tamaren. Allemal gut zu hören, was es tut sich in andere Städten. Wollt ihr anschreiben einen kleinen Bericht wegen Jiddisch in eurer Stadt? Oder wegen etwas Projekt? Schickt mir einen Blitzbrief. prostejiddisch@gmail.com. Wollt ihr wissen mehr wegen Tamaren? Oder habt ihr Fragen? Was ist Tage das Buch Jiddisch lebt? Was heißt Taskmaster? Geht a guck in einem Transkript. Dort wird ihr gefunden allemal Links und a Wade Vokabular. Gut, das ist der Sof von unserer Episode. Dank fahren sich zuhören. Bis wir treffen sich wieder. Seid gesund und stark.